Et ass e wichtigen Dag fir Deitschland. Hunderttausende vu Mënschen aus der ganzer Welt feieren haut zu Berlin den 20. Joresdag vum Mauerfall. Am Mëttelpunkt vun de Feierlechkete steht Berlin. Ma auch am Ausland gëtt déi friedlech Revolutionioun an der DDR an den historischen Dag gedurcht, den de Schluss vum Kalle Krisch an der Blockkonfrontatioun an der Welt agelecht hat. Heichpunkt vun de Feierlechketen ass mowend d'Fest der Freiheit beim Brandenburger Tor. Bundeskanzlerin huet awer betont, dats an Ostdeutschland d'Arbechtslosegkeet zum Beispiel nach immer doppelt so héich wie am Westen. An do wennst wie och en bis 2019 laufenden Solidarpakt richteg. Rund $30 Millionen aus dem legendären Medellin-Kartell leiien der kolumbianischer Nachrichtenzeitung Semenano nach immer op vergessene Konten an aller Welt verstreht. Elo hun des Konten awer den Interesse vun US-Steuerenquêteuren op sich gezun. Semena huet unieft auch eng präzis Lëcht publizeiert. Zum Beispiel soll op der Lützeburger BGL PNB Paribas rund $2 Millionen leiien. Bei der Crédit Lyonnais vu Frankreich ginn 1,6 Millionen erwart. Aber der Schweizer UBS eng knapp Millioun. Die potenziell Proprietäre sind entweder versturwen oder an Angst, op déi verstoppte Suen zurückzugreifen, fir so neuen Ermittlungen aus de Face zu goen. Wenns dem dringende Verdacht op die neue Grippe A hun an der vergangener Woche missen 2 Fußballmeisterschaftsspieler zu Lützburg aufgesot gin. Der Lützeburger Fußballsverband hat es desideiert, fir so weiter Infizierungen durch den gefährlichen H1N1 ein Virus spannenden Ekippen zu verhindern. Betroffen sind Matcher vom Swift Hasper gegen den Lützeburger Racing an den F91 Stiedling gegen Monerisch. Bei der Diedlinger Equipe sind im Moment ganzer 11 Spieler krank.